Es ist Dienstag, der 14. April. Ich begrüße euch herzlich erstmalig jetzt aus der freien Natur. Wenn ihr gelegentlich ein Auto hier vorbeifahren würde, seltenerweise, soll uns das nicht stören. Ich habe nicht mehr eine Kamerafrau, wie ich es lange bei LiveNet, die dann immer unterbrochen und neu wieder eingestellt. Das kann ich nicht, solange ich mich da selber aufnehme, ist das sehr kompliziert. Darum gehen wir jetzt einfach rein in die Texte. Jesaja 51,5 lesen wir: Meine Gerechtigkeit ist nahe. Mein Heil tritt hervor und meine Arme werden die Völker richten. Und im Lehrtext 1. Petrus 1,3: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir reden vom unaufhaltsamen Heil. Die Ostern ist schon fast verdaut, auch was die Eier betrifft. Wir gehen langsam zur Tagesordnung über. Irgendwann wird es dann noch Pfingsten. 250.000 Fahrzeuge weniger waren am Gotthard. Der Zug nach Süden hat nicht stattgefunden. Aber vielleicht kann man das an Pfingsten dann nachholen. Man merkt, einiges ist doch ein bisschen anders als sonst. Aber abgesehen von dem hat sich vielleicht nicht so viel verändert oder gar nichts. Die Probleme sind höchstens grösser geworden. Immer drängender sagen auch Besitzer von KMUs, wo bleibt eigentlich die Gerechtigkeit? Hier im Losungswort heisst es etwas von einer nahen Gerechtigkeit. Grosse Buden konnten weiterfahren. Kleine Geschäfte, nicht immer ganz logisch, mussten die Arbeit aufgeben. Gärtnereien zum Beispiel. Wo ist das Heil, wenn schon über 1000 Leute jetzt an dieser Seuche gestorben sind? Das fragen sich auch Teil. Wir gehen auch eher ein bisschen dunklen Zeiten entgegen. Vielleicht kommt eine nächste Welle, eine zweite Welle, wie bei der spanischen Grippe, und dann bringt es die mittlere oder die jüngere Generation. Das ist so die Stimmungslage. Oder sogar die Frage, redet jetzt das Losungswort von heute, was heisst, meine Arme werden die Völker richten? Ist das jetzt schon ein Teil von einem Gericht? Von der Jesaja, das Heil hat in Aussicht gestellt. Dann ist es immer noch, obschon er gesagt hat, das ist nach, seht ihr es nicht schon sprossen und so, ist es immer noch 500 Jahre gegangen, bis das Heil wirklich gekommen ist, Jesus Christus. Das ist gleich viel Zeit wie zwischen der Reformation und uns, und das ist doch wirklich eine unendlich lange Zeit schon fast. Dann zumal haben Luther, Zwingli, Calvin und andere die Kirche erneuert, haben sie auf ein neues Fundament gestellt. Und doch ist sie ja schon fast wieder leer geworden und nicht nur wegen dem Virus. Und noch grundsätzlicher, abgesehen von diesen 500 Jahren, kann man ja auch sagen, 2000 Jahre, jetzt ist doch schon 2000 Jahre Jesus Christus, wir zählen sogar nach ihm. Das Heil ist noch nicht gekommen, aber das Unheil kommt gäng wie mehr. Viele verlieren vielleicht wegen dem ein bisschen Geduld, einzelne sogar die Nerven. Andere schalten auf Durchzug. Man kommt in eine fast schon natürliche Resignation und muss sich darum fragen, ist die Schweiz jetzt eine Resignation geworden? Eine Nation, wo man resigniert. Ja, vielleicht schauen wir in die falsche Richtung. Kapitel 51 von Jesaja, ein sehr interessantes Kapitel, ich empfehle es sehr zum Lesen, zeigt, in welcher Richtung dass man schauen soll. Da heisst zum Beispiel, schaut auf Abraham, er ist das Urgestein. Aus diesem Gestein seid ihr gekommen. Als Einzelner, sagt Gott, habe ich ihn erwählt. Mit einem einzigen habe ich angefangen, eine grosse Geschichte. Ihr seid alle aus dem Einzigen geworden. Schaut doch, wie viel Glaubenserfahrung. Schaut doch, wie viele Propheten es seither gegeben. Teilweise auch was für Könige, was für Richter. Was für Errettungen hat das Volk alles erlebt. Und er ist nicht nur der Fels, sondern auch der Brunnen. Der Brunnenschacht, der dir auch mit Zeit ausgehoben wurde. Man ist näher gekommen ans Grundwasser. Aber noch viel krasser. Schaut mal, von wem das ihr geboren seid. Aus einem toten Mutterschoss. Von der Sarah.
Schaut, wie viele Geburten hat es seither gegeben. Aus dem anfänglichen, erstorbenen Leib. Es ist all das gesprossen, es ist all das entstanden. Wir können eben noch nicht alle Resultate sehen, aber an einzelnen Zwischenresultaten erkennt man ja Dynamik. Wie sehr genießen wir im Moment die Blüten, die sich vorgedrückt haben in den letzten paar Tagen, aus diesen Bäumen, die in der Winterstarre waren. Heil kommt vor, Leben kommt vor. Aber eben, ein Spross ist noch nicht ganz eine Blüte. Eine Blüte ist noch längstens nicht eine Frucht. Eine Frucht ist noch nicht ein ausgereifter Samen. Und ein Samen ist noch längstens kein neuer Baum. Karfreitag ist noch nicht die Auferstehung. Die Auferstehung ist noch nicht die Auffahrt. Die Auffahrt ist auch noch nicht Pfingsten. Pfingsten ist noch nicht die Mission in alle Welt. Und diese Mission ist auch nicht die Zubereitung von einer Brut ohne Flecken und Runzeln, ohne Spaltungen von Konfessionen, Denominationen. Und das ist auch noch nicht die Wiederkunft von Jesus Christus, die Entrückung. Und die ist auch noch nicht das 1000-jährige Reich. Und das 1000-jährige Reich ist auch noch nicht eine neue Erde, ein neuer Himmel. Das alles ist eine riesige Dynamik, wir sind irgendwo mit drin. Aber das ist unsere Blickrichtung. An einzelnen Schritten sehen wir, es ist unaufhaltsam am Werden. Es ist alles am Kommen. Wir selber werden von diesem ganzen Reich nur so viel haben und nur so viel verstehen, wie wir selber auch haben hineingesagt. Jesus sagt das ja so. Wir werden ernten, was wir säen. Wir können ja sagen, wir werden ernten, wie viel wir säen. Aus diesem Grund schauen wir einfach mal zurück zu den Anfängen. Schauen wir vielleicht zu unserem ersten Gebet, das wir gemacht haben. Was ist alles daraus geworden? Schauen wir auf den Moment, wo wir eine erste Berufung haben gespürt. Was hat alles daraus entstehen? Wie vielen Menschen haben wir vielleicht schon dienen können? Und dann merken wir, wir gehören da zu einem riesigen, unaufhaltsamen Heil, wo schlussendlich von einem einzelnen Abraham über Jesus Christus, über seine Apostel in die ganze Welt hineinkommt und wird dazu führen, dass man die Völker richtet. Und das ist nicht nur negativ gemeint. Es bleibt uns also nichts anderes, als heute den einzelnen Glaubensschritt zu machen, der ansteht, in dieser Dynamik, die wir längstens kennen. Es ist ein Baustein, den wir wiederfinden werden. Es ist ein Beitrag zu einem grossen Reich, wo wir genau so viel werden davon mitbekommen, ein Teil können sein, wie wir selber auch haben gesagt. Das werden wir ernten. Ich wünsche euch einen schönen Tag.